Genau, weil Sarah nicht Deutsch als Muttersprache hat, ist es für sie einfacher, wenn sie die Antworten vorlesen kann. Und darum hat sie das schon ein bisschen vorformuliert, haben wir es im Vorfeld besprochen. Hey, mega cool, dass du da eingewilligt hast und das machst und das auf Deutsch machst. Ich weiss, das ist eine Challenge für dich, aber du wirst das super machen. Hey, als erstes, warum habt ihr angefangen, Sabbat zu feiern und wie habt ihr damit angefangen? Hey, sehr gerne. Es ist eine große Ehre, mit euch zu sprechen. Wo soll ich anfangen? Um es kurz zu machen, Simon und ich lebten ein vollgepacktes Leben, als wir unsere vorherige Gemeinde gründeten. Langsam merkten wir, dass die Art und Weise, wie wir unseren freien Tag pro Woche gestalten, uns nicht für die anderen 6 Tage auffüllte. Wir begannen mehr in die Natur zu gehen oder gemeinsame Aktivitäten zu finden, die wir zusammen genießen könnten. Ein paar Jahre später, als unsere Familie gewachsen war, schenkte jemand Simon ein Exemplar von Das Ende der Rastlosigkeit. Dieses Buch war unsere Startrampe in die weite Welt der Lehren über geistliches Wachstum. Ich fühlte mich sofort mit der Geschichte von John Mark Comer verbunden, weil sie so sehr nach meiner eigenen Geschichte klang. Ich dachte, ich hatte buchstäblich alles gegeben, um Gott zu dienen und seine Kirche zu lieben. Aber ich stellte fest, dass ich in diesem Prozess meine Seele verlor. Sicherlich ist das nicht das, was Gott für seine Kinder vorgesehen hat. Und dann haben wir das angefangen und wenn man stoppt, eben, haben wir es davon gehabt, dann gibt es die Widerstände. Was für Widerstände habt ihr erlebt, hast du erlebt und wie geht ihr damit um? Ja, am Anfang hat Sabbat die Dinge in Frage gestellt, von denen ich dachte, dass ich sie brauche, und das hat letztendlich meine Abhängigkeit und Unsicherheiten aufgedeckt. Die ständige Nutzung unserer Telefone scheint das Normalste und Notwendigste zu sein, was wir tun. Ich weiß noch, wie schwer es mir fiel, von den sozialen Medien wegzukommen oder mein Handy auszuschalten, und das hat mir Angst gemacht. Dadurch wurde mir klar, wie süchtig dieses Falschgefühl oder Verbundenheit wirklich war. Ich habe es nur geschafft, Instagram von meinem Telefon zu löschen, als Simon im Zimmer war und ich ihm sagte, dass ich das wollte. Ja, ich wandte mich an die Handvoll Freunde auf der ganzen Welt, mit denen ich eine echte Verbindung wollte. Und wir tauschten Telefonnummern aus, bevor ich es löschte. Innerhalb einer Woche gewann ich eine Handvoll tiefgreifender Beziehungen im Tausch gegen Hunderte von oberflächlichen Verbindungen. Ich weiß, dass ich nicht zurückkehren möchte, es sei denn, es geht um die Arbeit, und ich habe mir davor klare Grenzen gesetzt. Am Anfang es sich langweilig anfühlen, weil man eine neue Art zu leben findet. Da sich Widerstand schlecht anfühlt, können wir denken, dass er schlecht ist. Aber in Wirklichkeit ist Widerstand nur ein normaler Teil unseres Lebens. In diesem Fall lernen wir gerade, wie wir unsere Suche nach digitaler Ablenkung überwinden können. Und wenn man Kinder hat, kann es sich manchmal wie zusätzlich Arbeit anfühlen, sie zu unterhalten. Ich bin schon mit meinen Kindern zu Hause, so dass ich leicht in Versuchung gerate zu denken, dass es ein weiterer Arbeitstag ist, wenn wir alle zusammen im Haus sind. Ich habe festgestellt, dass bei uns mit der Zeit immer seltener vorkommt. Vor allem, wenn man gerade erst anfängt, Sabbat zu praktizieren, ist es leicht, sich zu schämen oder Schuldgefühle zu haben, weil man nicht produktiv ist. Dinge, die erledigt werden müssen, fallen mir immer noch ein, und ich habe gelernt, diese Gedanken aufzuschreiben, um mich an einem anderen Tag darum zu kümmern. Ein Bereich des Widerstands, der mir am Anfang sehr zu schaffen gemacht hat, war die Sorge. Der Sabbat soll ein Tag
ohne Sorgen sein, weil wir aktiv unser Vertrauen in Gott üben, dass er die Kontrolle hat. Und wenn ich das glaube, kann ich in seiner Gegenwart ruhen. Zunächst gab mir die Ruhe des Sabbatsraums, um Gespräche zu verarbeiten, die ich vielleicht in der Woche geführt hatte, oder um ein Problem zu lösen, das ich bewältigen müsste. Ich hatte kein Gespür für die mentalen Grenzen, die ich übertrat, indem ich an unserem Ruhetag mit Simon über diese Dinge zu sprechen versuchte. Es dauerte eine Weile, bis ich zu der Einsicht kam, dass der Gedanke, ich könnte mich am Sabbat damit befassen, für niemanden eine Verbesserung darstellt und stattdessen oft den Geist der Ruhe ruinierte. Ich begann, diese Gedanken wie Aufgaben zu behandeln. Ich kann sie Gott im Vertrauen darauf hingeben, dass ich ihn im Ruhen kann und sie aufschreiben, wenn sie wirklich an einem anderen Tag erledigt werden müssen. Cool. Ein weiterer Bereich, in dem es Widerstand gab, war die Frage, welche Rolle die Kirche bei der Gestaltung des Sabbats spielt. Mein Persönlichkeitstyp ist eher introvertiert, sodass ich von Natur aus dazu neige, einen Sonntagmorgen in der Kirche als eine Aktivität zu betrachten, die zwar Spaß machen kann, mich aber nicht so anregt wie etwas anderes vielleicht. In den letzten 18 Monaten, als Simon und ich eine Zeit außerhalb der Gemeindeleitung hatten, habe ich die Kirche in mein Repertoire aufgenommen, wie wir den Sabbat praktizieren, weil ich gelernt habe, dass Kirche Anbetung ist. Der Sabbat soll eine gemeinschaftliche Praxis sein, genauso wie das Zusammenkommen mit anderen Gläubigen. Was ich an dieser veränderten Denkweise zu schätzen gelernt habe, ist, dass sie meine Auffassung von Kirche in Frage stellt. Wenn ich mein Engagement in der Kirche als eine weitere Aufgabe oder einen weiteren Termin in meinem Kalender betrachte, was sagt das über mein Verständnis davon aus, wer Gott ist, wer ich für ihn bin und was ich über die Berufung zum Dienen weiß? Diene ich aus einem religiösen Geist heraus, der danach strebt, mir meinen Platz in Gottes Augen zu verdienen? Versuche ich meinen Pastoren oder meiner Kirchengemeinde zu gefallen? Oder kann ich Ja sagen, weil Gott mich mit absoluter Liebe und Zuneigung anschaut und diese überwältigende Liebe mich dazu bewegt, diese Gemeinschaft um mich herum etwas Großes oder Kleines anzubieten. Ich bin ehrlich gesagt noch dabei, das zu lernen. Praktisch gesehen werden wir vielleicht nicht mehr den Sabbat am Sonntag praktizieren, wenn Simon oder ich in einer Gemeinde arbeiten. Aber ich möchte auf jeden Fall weiterhin eine Haltung gegenüber der Gemeinde entwickeln, in der ich frei und leicht an ihr teilnehmen kann, weil es ein Geschenk ist, in Gemeinschaft zu leben und einander in Liebe zu dienen. Cool, mega danke für die ausführlichen Ausführungen. Eben viele Leute, ihr habt 2 Kinder, viele Leute stellen sich das auch schwierig vor, Sabbat mit Kindern zu feiern. Was sind eure Erfahrungen? Wie macht ihr das? Ja, das ist ganz normal. Kinder hin oder her, es liegt in der menschlichen Natur, dass wir beurteilen wollen, ob wir einen guten oder schlechten Sabbat hatten. Und dass wir übermäßig kritisch darüber sind, wie es gelaufen ist. Der Sabbat wird nie perfekt funktionieren und das ist die Gnade des Sabbats. Jede Woche ist eine neue Gelegenheit, es wieder zu versuchen und wieder zu ruhen. Erstens, je nachdem wie alt ihre Kinder sind, sieht es anders aus. Unsere Kinder sind 3 und 5 Jahre alt
Und da sie nun keine Babys mehr sind, haben wir begonnen, den Sabbat mit einem positiven Rahmen und Ritualen zu gestalten, die sie beschäftigen. Der Sabbat soll ein Fest sein. Deshalb nennen wir ihn den schönsten Tag der Woche. Ferien jede Woche. Gegenwärtig beginnen wir am Samstagabend mit einem Familienessen, bei dem es in der Regel Pizza oder Burger gibt, weil wir das alle mögen. Wenn wir einkaufen gehen, dürfen Sie sich eine Kleinigkeit als Sabbath Treat, Sabbatleckerei, aussuchen. Und das sind Dinge, die ich normalerweise in der Woche nicht erlauben würde oder die nicht zu den normalen Lebensmitteln gehören, wie Eis oder Kinderüberraschungen. Wir zünden Kerzen an, die Sie am Ende des Abendessens ausblasen dürfen. Sie lieben das. Wir nehmen Weingläser und haben spezielle Becher für die Kinder, damit sie gemeinsam das Abendmahl einnehmen können. Eines der ersten Dinge, die unsere Kinder am Sabbat lieben, ist der sogenannte Sabbath Juice, Sabbatsaft. Wir haben Traubensaft beiseite gestellt, den wir nur am Sabbat trinken. Bevor wir mit dem Abendessen beginnen, nehmen wir uns einen kurzen Moment Zeit, um die Kinder zu fragen oder daran zu erinnern, dass wir das Abendmahl nehmen, um uns daran zu erinnern, wie sehr Jesus uns liebt, dass er sein Leben für uns geben würde. Gelegentlich lesen wir auch eine Andacht für Kinder oder ein Buch über Dankbarkeit. Aber wir haben das ausprobiert und festgestellt, dass es sinnvoller ist, das vor dem Schlafengehen zu tun. Am Ende des Tages schalten wir alle Geräte aus und stellen sie außer Sichtweite. Am Sabbat feiern wir ein Fest, beten an, spielen oder lesen, verbringen Zeit mit Freunden, die uns erfrischen und ruhen uns aus, indem wir einen Mittagsschlaf machen, spazieren gehen oder wegfahren. Wir sind noch dabei, ein Ritual zu finden, mit dem wir unseren Sabbat beenden, aber wir gehen nach dem Abendessen am Sonntagabend ganz natürlich in die neue Woche, indem wir die Dinge tun, die einfach zum Leben dazu gehören. Die Küche aufräumen, die Kids ins Bett bringen und so weiter. Wow, cool. Danke für den Einblick. Wie würdest du sagen, bereichert der Sabbat so abschliessend euer Leben? Ja, der bereichendste Teil des Sabbats ist für uns wahrscheinlich die Intimität, die wir als Familie erfahren, weil wir die Ablenkungen beiseite legen und uns in die Beziehung zu Gott und zueinander hineinversetzen. Ich glaube, das war von Anfang an seine Absicht für uns und das ist es, was so bereichernd macht. Intimität mit Gott verändert alles. Hey, danke vielmals, Sehr gerne. Sarah. Merci, dass du dich da bereit erklärt hast.